Haut Christkinnig Sonntag, zugleich Siziliendach, begräßen ich aus der Kirche vu Bachtring, mi war dro vun heut Sonntagsmass. Et singt Choral Saint-Cécile Bachtring, Dirigentin as Doxana Schröter, Organist de Marc Löwen, Flötistin Lori Krier. No der Urgel Entrée, suite du premier ton vum Guillain, sangemer O Christ Roi vum Morin. Missa Atre vum Calivoda, Gamma Febot Psalm vum Lindberg, à l'image de ton amour vum L'Echo en Temple, an als Schlusslied Jubilate Deo vum L'Echo. Durchel spielt als Sorti Le Cloche de Hinckley vum Vierne. Masket gehalen vum Herr Paul Görens, Pasteur vun der Point, Bachtringstrassen Saint-Jean 23.
Am Namen vom Pap, auch vom Sohn, auch vom Heiligen Geist. Amen. Die Gnade von unser Herr Jesus Christus lebt, von unser Herr Gott, dem Pap, und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist, sie mit euch all. Die vielleicht hier an der Bachtringer Kirche, die vielleicht auch durch das Land, die mit uns verbunden sind, und mit denen wir zusammenhaut, das Maß feiern, dem Fest von Christus, dem Königtum, letzten Sonntag am Kirchenjahr, verbunden haut auch mit unser Choral St. Cecile, hier von Bachtring. Wir feiern noch Cecilientag, hier patrinisch von allen Choralen, von allen Musikern, auch am ganzen Land. Wir wollen an das Feiern rangehen, an der Fried über das Reich von Christus, zu dem wir alle gute gerufen sind, und an dem alle Menschen ihr Leben an ihre Glückseligkeit sollen finden. Den allmächtige Gott soll uns sein Erbarmen schenken. Er soll all Sünde, all Schuld von uns wollen, an uns zum ewigen Leben feiern. Amen. Adoramus te
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden, und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Den Herr sief mat ich all. Aus dem heiligen Evangelium nom Lukas, dir all eia Herr. Die Irrwischt vom Volk und Jesus ausgelacht, da soten, anderer huet je gerett. Da soll jene lo sich selber retten, wenn hier de Messias ass, die vom Herrgott auserwählt gouf.
Soldaten, die kommen sind, für ihm Essig zu bringen, wo gerade so de Spott mit ihm gemacht. Er gesagt, wenn du der König von der Juden bist, dann rett dich selber. Über ihm hohe Schuld, dat hei als der König von der Juden. Von den Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt geworden, wird hier gelästert, da gesagt, bist du da nicht der Messias? Da rett dich selber und auch uns. Den anderen aber hat es im Vierwurf gemacht, geantwortet, nicht einmal Lob hättest du den Herrgott, wo dich doch das selbicht Urteil getroffen hat. Aber mit Recht, was uns ugeht, weil das, was wir kriegen, entspricht dem, was wir gemacht haben. Den do aber hat nichts gemacht, was er nicht soll. Und hier sagt Jesus, denk mich, wenn du an dein Reich kannst. Du sagte Jesus zu ihm, Amen, ich so in dir, haut nach, bist du mit mir am Paradies. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Durch Christus Löwen. Liebe Schwestern und Brüder, es war alles sehr gut. So der Kommentar am Buch Genesis, dem ersten Buch von der Bibel, wie Gott die Schöpfung vollendet hat. Mit dat hebräischt Wort, Tob, gut, kann auch heißen schön. Alles war schön. Schön, dat das ein Qualität vom Sein, von dem wat ass, sieht der Philosoph. Aus seinem Buch Schönheit, eine neue Spiritualität der Lebensfreude schreibt der Pater Anselm Grün. Ich lasse mich berehren von dem Schönen, an der Natur, an der Kunst, am Mensch. Ich empfänge dat Schönt, dat noch viergin ass. An diesem Schönen erahne ich die Urschönheit von Gott, von der Mystiker schreiben. Das ist also eine Spiritualität, an der die Gnot am Mittelpunkt steht. Das heißt, das, was mir geschenkt wird, und nicht das, was ich machen, leisten muss. Ich will das schönt wohl, an einem Chef-d'œuvre, einem Bild, einem Lied, einem Musikstück. Ich genieße es und ich spüre, wie es mir gut geht, wie es heilend auf mich wirkt. Sich mit dem Schönen aufgehen und beschäftigen als ein Teil von einer Heilungsspiritualität. Das Schöne, von dem ich mich ergreifen lassen, wird mich fasziniert, bringt mich a Berehrung mit meinem eigenen schönen Sinn, mit der Schönheit um Grund von meiner Seele. Der Sinn für das Schöne entwickeln als heilsam für Eis. Es geht eng heilend an erhellend Kraft von dem Schönen aus. Worauf will ich raus? Nun, Gesang und Musik. Darüber reflektieren wir heute auf Siziliendach. Also, merci all denen, die Joa Iwa für schön Gottesdienste suchen, durch Gesang und Orgelspiel. Sie sind ein gutes Beispiel für so eine Therapie. Tellich Hildegard von Bingen wusst, harmonisch Klang therapieren, genau wie Mussklang krank machen. An der Hildegard ihrem Buch Schivias lesen wir, Gesang macht harte Herzen weich. Er lockt Tränen der Reue hervor und ruft den Heiligen Geist herbei. Religiöse Gesang erhilft uns aus unserer Beschränktheit bis an die höchsten Sphären. An einer Welt von Komödie, Spektakel, schiefen Tönen, dongen harmonisch, schön Tönen gut, an vermitteln uns heil. Am besten Sinn vom Wort sind sie therapeutisch, heilsam. Teil von Gott von et vermusikalisch an der Note gesagt, das gedeist zu Geheier, zu Gemüt an zu Herzbrot, no Brot an vermittelt. Die Schönheit vom Glauben. Die Schönheit liefern als nicht Dodechtes mehr bis Frohes, Verspieltes.
Dat Schein trifft an eis Freder fir. Grad an schweren Zeiten as Gespier fir dat Schein e Rettungsanker und dem Reis uphaken, fir net ze verzweifeln, mir trotz allem nach und dat positiv ze glewen. Dort so den Anselm Grün. Für mich ist die Hinwendung zum Schönen eine Rückgewinnung des Trostes in unserer irdischen Existenz mit all ihren Bedrohungen und Gefährdungen, denen wir ausgesetzt sind. Schönheit schenkt uns inner Ruhe. Am Schönen können wir ausruhen. Wir lassen das Schön dabei wirken. Ein Bild, eine Landschaft, Musiker, Gesang, die uns froh machen. Aber wir vergessen dabei all Unruhe. Das ist der Konträr von Stress. Schöne Musik als ein Zufluchtsort für uns Seele. Lieber alle gut, das scheint als der Platz, wo wir Gott durch Schönheit erfuhren oder zumindest offensiv für die Spur, die Gott an des Welt angegroven hat. Vom heiligen Augustinus, wie er sich zu Gott bekehrt, kennen wir den Satz: Sero te amavi, pulcritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi. Spät habe ich dich geliebt, du ewige Schönheit. Für unsere Bekehrung war hier innerlich stark bewegt gehen von den Hymnen, die den heiligen Ambrosius von Mailand komponiert hat. Bald wie der französische Schriftsteller Paul Claudel, den sich ob Christtag 1886 bekehrt hat, wie zu Paris an der Kathedrale Notre-Dame der Gesang von der Vesper hört, quasi umgeheilt wird, regelrechten Coup de foudre. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Es war dieselbe Experienz, die die Ambassadeuren vom Prinz Wladimir von Kiew gemacht haben, weil sie zu Konstantinopel und einer byzantinischer Liturgie teilgenommen haben. Sie waren so fasziniert von der Schönheit vom Gesang, dass sie dem heidnischen Fürst Wladimir rekommandiert haben, Christentum als einer orthodoxer Variante umzuholen, wenn's dem schönen Gesang. So aus Russland 1989 Trus von Kiew für Teist durch Nordrussland von Moskau orthodox gehen. Der schöne Gesang kann Glauben auf vier rufen und hat Kraft zu evangelisieren. Der frühere Papst Benedikt XVI., Musikliebhaber als selber aktive Pianist, wurde mal betont: Zweifellos kann Musik, vor allem der Gesang, der biblischen Texte, Psalmen und Lieder mehr eng stark kommunikativ Kraft geben. Gesungen kommen sie besser rüber. An einem Brief und Künstler hatte Jean-Paul II. Zugegeben: Kirch braucht Musiker als Sänger, weil im Gesang erfährt sich der Glaube als überschwängliche Freude, Liebe und zuversichtliche Erwartung des rettenden Eingreifens Gottes. Das sind regelrecht genode Momente, weil der Mensch so Möglichkeit tut, eine Erfahrung vom Absoluten zu machen, das hier übersteigt. Die Schönheit ist die Chiffre des Geheimnisses und Hinweis auf das Ewige. Sie ist Einladung, das Leben zu genießen und von der Zukunft zu träumen. Sie weckt jene heimliche Sehnsucht nach Gott. Jo, dat wat Scheiners bringt es fertig, all Gegenwart von der Gnot vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Der Mozart, Leifrin, wollte bewusst schön Musik komponieren. Aber seine Musik will das keine hele Welt viergaukeln. Durch die Schönheit von der Musik wollt ihr vielmehr alles verwandeln, was der Mensch ist. Der Traurigkeit, die Enttäuschung, der Schmerz und auch das Beist. Das ist die Schönheit, die retten kann. Es gibt zwei gegensätzliche Verse im Alten Testament. Du bist der Schönste von allen Menschen, Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Psalm 45. An, es sagt, der gut beiteiligt Evangelium von der Kreuzigung passt. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Jesaja 53.
Liturgisch Tradition huet es Beetsetz op de Jesus appliziert. D'Scheinheet vum Jesus mecht hien unzähend fir d'Mënschen. Mit do gëtt den Paradox eng Zocht Widerspruch, dass d'Scheinheet vu Gott grad an der Hifälligkeet a Schwachheet vum Fleisch erschenkt. Beim Evangelist Johannes geschitt Verherrlichung vum Jesus ausgerechnet Kreiz, Platz wo gräser Schmoch a Grausamkeet. Ernst gesot, Kreiz ass de Jesus kinnig an nirgendwo méi wie do. Dort sitten eis all usich. D'Evangelium vun Christ kinnig. So wie d'Scheinheet an der Welt oft eng gekreizigt Scheinheet ass, verburgen hannner der Ungestalt vu Mënschen, die geschänt a verunstalt ginn. De Johann Sebastian Bach huet die grausam Passion vum Jesus a Scheintein gesät. Durch d'Scheinheet vun der Passionsmusik verwandelt hien dat Grausamt an eppes Heelendes, dat Ellend an eppes Edeles. D'Scheinheet vum Glav, eng gekreizigt Scheinheet, an zugleich dat Ekelicht vum Liewen iwwerwonnen durch de scheinen Glaven. Den deitschen Dichter Rainer Maria Rilke kënnt zur Überzeugung, dass d'Scheinheet vun der Konsch den Mënsch verändere kann. Vielleicht ergeht eis jo selwicht, wenn man schein liturgisch Musik a Gesang heieren oder selber mat sangen. Dat bewirkt eppes, dat geht net spurlos eis lerncht, dat verändert eis. Da kommen d'Scheinheet an de Charme vum Glaven an eis zum Drohen. An da kann, leif Brüder und Schwestern, des Scheinheet vum Glaven sich auch an engem scheinen, harmonische Leben bei eis ausdrücken. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Sohn und Sohn, Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du weißt dich als Kinnig, an dem du dich für ihr guten Hirt Menschen suchst. Wir bitten dich. Für die Kirche, dass sie die Mission für alle Menschen dort zu sein, nie vergisst. Christus heier eis. Christus heier eis. Für alle Frauen und Männer, die sich wird op der Weltklimakonferenz an Ägypten oder an ihrem ganz konkreten Alter anstrengen, für die Zweite vom Klimawandel so klein wie möglich zu halten, dass sie trotz mancher Rückschläge den Courage nicht verlieren und weitermachen. Herrgott, heier eis. Heier eis. Für die viel, die über das Radio, Television und das Internet an dieser Stunde mit uns verbunden sind. Wir denken besonders an unsere Schwestern und Brüder, an die Kliniken, den Alters- und Pflegeheimen, dass sie die Präsenz vom Herrgott können entdecken an der Gutheit und an der Unterstützung von denen, die mit ihnen zusammenleben. Christus heier eis. Christus heier eis.
Für die Membre von der Kirchenkeier an den Musikgesellschaften, die das Fest von ihrer Patronisch, der Helga Cecilia, feiern, dass sie ihr Talent ersetzen, für den Herrgott zu loben und zu ehren. Christus erhöhe Eis. Christus erhöhe Eis. Pour les reines, les rois, les dirigeants des nations de la terre, qu'ils œuvrent avec d'autres à la construction d'un monde meilleur, d'un monde de justice et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les inculpés, les accusés, les condamnés, que l'exemple du bon larron leur apporte quelques lueurs d'espérance et de conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, que nous ne lassions pas enfermés par nos jugements sur les autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as exaucé la prière du malfaiteur condamné à ton côté. Écoute nos prières et daigne répondre, toi qui vis avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr, unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken.
Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben, das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Jo, du bist herrlich, Herr Gott, von dir kennt all Herrlichkeit. Du verbiete mir dich, mach des Goven herrlich durch dein Geist. Lasse für uns zum Leib und zum Blut gib von deinem Sohn, unser Herr, Jesus Christus. Den Ofen vor hinausgeliefert gauf und den Tod auf sich geholt hat, do hält den Brot aus in Hände, seht den Dank gebiert, bricht Brot, regnet seine Freunde, seht, holt an erst alle gut davon, dat aus mein Leibe geht hier gehen für euch. No mirsen hölte noch de Kellich, es seht Römmen Dank gebiert. Recht de Kellich singe Freunde, seht, holt an trinkt alle gut raus, dat heißt de Kellich mat mengem Blut, Blut vom Neuen an ewige Bund.
Et fließt für ihr an die Filaner, für das Sinne verziehe gehen. Macht das als mein Undenken. So feiere mir, heilige Pap, d'Undenke von degem Sohn, der für uns gestorben an Operstand ist, an so offere wir dir Brot vom Leben an de Kelch von der Lesung. Wir sagen dir merci, weil du hast uns Beruf, für Freunde dir zu stehen und dir zu denken. Wir beten dich, lass uns teilholen Leib und Blut von Christus, dass wir eint gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, los dei Volk Fussen an der lebt. Ze summen mit eisem Papst Franziskus, eisem Bischof Jean-Claude, mit de Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von denger Kirch. Denk an all uns Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an all die anderen, die an denger Gnot gestorben sind. Hol sie ab bei dich am dein Licht. Pap, erbarm dich unser All, schenk uns ewig Leben. Mit Maria, der heilige Gottesmann, dem heiligen Josef, ihrem Brautmann, mit den Aposteln an all denen, die Gnot von du bei dir sind, dat Welt besteht. Mit ihnen all, los uns dich loben an ehrem, durch dein Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und an ihm, dir, allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. Und zusammen an dem Geist, der ewig möchte, los wir beten, wie denn Jesus uns es gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei verherrlicht, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweist haut eis täglich Brot, verzeih eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Verja eis nicht an Versuchung, mehr mach eis frei vom Bösen. Ja, Herr Gott, mach uns frei vom Bösen, Frieden an unserer Zeit. An dinger Gutheit hölle uns, dass wir frei bleiben von all Sinn, an festen Halt fannen an de Gefahren vom Leben. So werden wir voll Hoffnung, ob das ewig Glück, weil Christus den Erlöser kennt an Herrlichkeit. Weil dein das Reich, Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Herr Jesus Christus,
Du hast zu den Apostelen gesot, der Friede losene Kirch, mei Friede gene Kirch. Du verbiete mir dich, guck nicht ob uns sinnen. Guck ob die Gelaf von dinger Kirch, gefähr wie dei will as, Einheit a Frieden. Dem Herrgott sei Frieden, sief mat ich all. Heiers Lamm Gottes, dat Sinne von der Welt wächelt. Herr, ich sin nicht wert, dass du bei mich kennst, mir so nehmen Ewet am ing Segen gesund. Der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Da lassen wir dem Herrgott sei Segen frohen. Den Herr sief mit euch all. Herr Gott, den allmächtig hat, soll ich segnen, der Pap, der Sohn und den Heiligen Geist. Geht auf Frieden. Ich wünsche euch alle gute, nach einer schönen Sonntag und eine gute Woche.